Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch ein Programm zeigen, das ich mit Visual Basic geschrieben habe. Aber zuerst möchte ich euch zeigen, wie ich darauf gekommen bin. Also, Luca Software hat auch schon so ein Programm gemacht. Er hat es Minecraft Modder genannt. Ich lade es euch jetzt mal herunter und zeige es euch dann. So, also so sieht das aus. Und wir können das jetzt mal ausprobieren. Dazu gehen wir ins Minecraft. Und also hier muss man seinen Namen eingeben. Also das Programm ist dafür da, dass man sich Items cheaten kann, ohne dass man das immer hier zum Beispiel c/give 1, so, dann bekommt man einen Stein oder dass man das nicht die ganze Zeit eingeben muss, hat er dieses Programm geschrieben. An ID zum Beispiel 276 für ein Diamantschwert, Anzahl 2 und Chatbuchstabe T. Also das ist der Buchstabe, mit dem man hier den Chat öffnet. Also dann kann man mal auf Start klicken und dann passiert Folgendes. Ja, wie ihr seht, funktioniert das nicht. Ich stoppe es jetzt wieder. Man sieht hier, der Befehl wurde hier gar nicht ganz eingegeben. Hier fehlt der Abstand, deshalb steht auch, falls es dann mal funktioniert, Unknown Comment. Ja, und deshalb habe ich selbst ein Programm geschrieben. Das sieht so aus. Es ist ähnlich aufgebaut. Hier gibt man auch seinen Namen ein. Dann die Item-ID, also 276. Es gibt auch Items mit einem Doppelpunkt. Zum Beispiel, also ja, hier gibt es noch die ID-Liste. Hier sieht man das gerade. Zum Beispiel Wolle gibt es 16 verschiedene Farben. Und dann kann man zum Beispiel 35 Doppelpunkt 5 eingeben und dann gibt es grüne Wolle. Jedoch funktioniert das nicht mit /gif, mit /i, also das ist der Cheat-Befehl von Essentials. Ich weiß nicht, ob es dort funktioniert, aber ja, ich habe es einfach mal so eingefügt. Dann hier die Anzahl kann man reinschreiben, also zum Beispiel 3. Dann wählt man hier aus im /gif, das ist der normale Cheat-Befehl, oder /i, der Cheat-Befehl von Essentials. Und dann sieht man hier unten den Befehl, den es dann eingeben wird. Also /gif, mpdragon 276.3 und hier unten sieht man noch, was das dann bedeutet. Dreimal Diamantschwert für mpdragon. Dann kann man hier auf Start klicken und man bekommt 3 Diamantschwerter. Ja, was gibt es noch? Hier, also wie ihr seht, ist jetzt das wieder zurückgesetzt und der Befehl auch. Das müsst ihr dann einfach wieder anwählen und dann könnt ihr es euch nochmal geben. Ihr könnt zum Beispiel auch einen anderen Namen eingeben, zum Beispiel Notch. Ups. So. Jetzt seht ihr aber, dass der Befehl hier immer noch gleich ist. Ihr müsst immer /gif oder /i am Schluss auswählen. Das heißt, so, jetzt stimmt es. Und ebenfalls jetzt zum Beispiel Notch in eurem Server ist, hier, könnt ihr auch ihm das dann geben. Und ihr seht, hat jetzt er das Diamantschwert. Okay, dann, ihr seht hier, es ist schon Version 1.1, weil ich habe jetzt hier schon alle Items von Minecraft Beta 1.9 Pre-Release 4 drin. Hier könnt ihr immer schauen, die neueste Version. Da kommt ihr direkt zum Download. Die älteren Versionen sind hier unten. Die neueste Version findet ihr immer hier. Falls es euch interessiert, könnt ihr auch hier noch den gesamten Code ansehen. Ja, das hier sind die Items, die ich definiert habe.
Und das hat ziemlich lange gedauert, bis ich die alle definiert hatte. Ja, ich werde jetzt diesen Code nicht erklären. Den könnt ihr euch selbst anschauen, falls es euch interessiert. Der Link zu dieser Seite wird auch noch in der Videobeschreibung sein. Ja, danke, dass ihr mir zugeschaut habt und tschüss.